Roodkipje, een verhaal van de Brüder Grimm. Da war mal ein klein süß Mäd und all die Leute hat es gern, hauptsächlich sein Großmutter, wo nie wusst, was noch sie dem Kind geben sollt. Einmal hat sie ihm ein Käppchen von rotem Sammet geschenkt und weil das ihm so gefallen hat und es nix anderes mehr antun wollt, hat's nur ein Rotkäppchen geheißen. Da sah den Tag sein Mutter ewiges. Komm, Rotkäppchen, du hast ein Stück Kuchen und ein Flasch mit Wein. Nimm das deiner Großmutter hin. Sie ist krank und schwach, und damit wird sie froh. Schick dich und geh ordentlich und lauf nicht vom Weg ab. Schon nicht tust du noch fallen und verbrechst die Flasche. Und dann hat die kranke Großmutter nix. Das Rotkäppchen hat seiner Mutter versprochen, brav zu sein. Die Großmutter hat aber draußen im Wald gewohnt, eine halbe Stunde von der Villa. Wie das Rotkäppchen grad in der Wald kam ist ihm der Wolf begegnet. Das Rotkäppchen wusste aber nicht, was das für ein gefährlich Tier war und hat kein Bang geredet. Guten Tag, Rotkäppchen. Guten Tag, Wolf. Wo willst du so früh hinlaufen, Rotkäppchen? Zu der Großmutter. Was nimmst du mit und nicht den Schatz? Die Großmutter ist krank und schwach. Dann nehme ich ihr ein Stück Kuchen, wo wir gestern gebacken haben, und ein Flasch Wein. Dann soll sie noch mal stärker werden. Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter? Noch ein gut Viertelstunde im Wald, und in der 3 großen Eichenbäumen steht ihr Haus, grad bei der Nusshecke, sah das Rotkäppchen. Der Wolf hat bei sich gedenkt. Das ist ein guter fetter Biss für mich. Wie mache ich jetzt für das kriegen? Hör mal, Rotkäppchen, sah er. Hast du die schönen Blumen nicht gesehen, wo im Wald stehen? Warum guckst du nicht mal um dich? Ich glaube, du tust gar nicht lauschen, wie die Vögelchen lieblich singen. Du laufst ja darum, wie wenn du in die Schule gängst. Und das ist so lustig da aus im Wald. Das Rotkäppchen hat die Augen aufgemacht und hat gesehen, wie die Sonne durch die Bäume reingekommen ist und alles voll schöner Blumen war. Da hat's gedenkt. Ei, wenn ich der Großmutter einen Strauß mitbringe, der das ihr auch lieb sind. Es ist noch früh. Ich komme doch zur rechten Zeit an. Da ist in den Wald gesprungen und hat Blumen gesucht. Und wenn's einen gebrochen hat, hat's gemeint, da tät noch ein schöner stehen und hat ihm noch immer weiter und weiter in den Wald gelaufen. Der Wolf ist aber gleich zu der Großmutter ihrem Haus gegangen und hat an die Tür geklopft. Wer ist raus? Das Rotkäppchen. Ich bringe dir Kuchen und Wein. Mach die Tür auf. Drück nur auf den Griff, hat die Großmutter gesagt. Ich bin zu schwach und kann nicht aufsteigen. Der Wolf hat auf den Griff gedrückt und die Tür ist aufgesprungen. Da ist er hingegangen, grad bis zu der Großmutter im Bett und hat sie verschluckt. Dann hat er ein Zeichen geholt, es angetun, ihr Kapp aufgesetzt, sich in ihr Bett gelegt und die Vorhänge vorgezogen. Das Rotkäppchen war aber rumgelaufen noch Blumen und nur wie so viel hat, dass er keinen mehr dran konnte, hat sie sich auf den Weg gemacht zu der Großmutter. Wie's angekommen ist, hat die Tür aufgestanden und dort drüber hat sie sich verwundert. Und wie's in die Stube gekommen ist, hat sich so komisch gefühlt und hat gedacht. Ei, mein Gott, wie ängstlich finde ich mich dahin, und ich bin nimmer so gern bei der Großmutter kam. Da ist es zum Bett gegangen und hat die Vorhänge zurückgezogen. Dort hat die Großmutter gelegen und hat die Kappe tief ins Gesicht gesetzt und hat spaßig ausgesehen. Ei, Großmutter, was große Ohren hast du? So kann ich dich besser hören. Ei, Großmutter, was große Augen hast du? So kann ich dich besser sehen. Ei, Großmutter, was große Hände hast du? So kann ich dich besser holen. Aber Großmutter, was ein entsetzlich groß Maul hast du? So kann ich dich besser fressen. Damit ist der Wolf aus dem Bett gehupst, ist auf das arme Rotkäppchen gesprungen und hat's verschluckt. Wie der Wolf satt war, hat er sich nochmal ins Bett gelegt, ist eingeschlafen und hat angefangen zu schnarchen. Der Jächter ist dann vor ich im Haus durchgegangen und hat gedacht, wie kann die alte Frau so schnarchen? Ich muss mal nachgucken. Da ist er hingegangen und, wie er vor ichs Bett kam ist,
Da hat der Wolf gelegen, wo er schon lang gesucht hat. Der hat gewiss die Großmutter gefressen. Vielleicht ist er noch sehr rede. Ich tu nicht schießen, hat der Jächter gedacht. Da hat er die Schere geholt und hat ihm den Bauch aufgeschnitten. Und wie er ein paar Schnitt gemacht hat er das Rotkäppchen gesehen. Und wie er noch ein bisschen geschnitten hat, da ist das Mädchen rausgehupst und hat gesagt: Ach, ich war so verschrocken. Das war so dunkel in dem Wolf seinem Leib. Und da kommt die Großmutter auch lebendig raus. Das Rotkäppchen hat aber große, schwere Steine geholt und damit hat's dem Wolf der Leib gefüllt. Und wie er aufgewacht ist, wollte er fortspringen, aber die Steine waren so schwer, dass er tot gefallen ist. Da waren alle drei vergnügt. Der Jächter hat den Pelz vom Wolf geholt, die Großmutter hat den Kuchen gegessen und den Wein getrunken, was Rotkäppchen gebrungen hat, und das Rotkäppchen hat bei sich gedacht: Du tust nie mehr allein vom Weg ab in die Wald laufen, wenn das dir die Mutter verboten hat. Es wird auch erzählt, dass einmal, wie das Rotkäppchen der alten Großmutter nochmal was Gebackenes gebrungen hat, ein anderer Wolf mit ihm gesprochen hat und es vom Weg ablehren wollte. Das Rotkäppchen war aber wachsam und ist gleich bei seiner Großmutter gelaufen und hat ihr gesagt, dass es der Wolf gesehen hat, dass er ihm guten Tag gewünscht hat, aber so übel aus der Augen geguckt hat. Wenn's nicht auf der offenen Straße gewesen wär, hätte er mich gefressen. Komm, sagt die Großmutter. wir tun die Tür schließen, dass er nicht reinkommen kann. Bald danach hat der Wolf an die Tür geklopft und hat gerufen: Mach auf, Großmutter, ich bin das Rotkäppchen, ich bringe dir Gebäck. Sie sind aber ruhig geblieben und haben die Tür nicht aufgemacht. Da ist der Wolf ums Haus gegangen und ist aufs Dach gesprungen. Der wollte warten, bis das Rotkäppchen ovens heimgeht. Dann wollte er ihm heilig nachgehen und wollte in der Dunkelheit fressen. Aber die Großmutter hat gemerkt, was er im Kopf hat. Da hat vor ihrem Haus ein großer Steinklump gestanden. Hol mir da immer Rotkäppchen. Gestern habe ich Wäscht gekocht. Trau mir das Wasser, wo sie drin gekocht haben, in der Kump. Das Rotkäppchen hat so lang Wasser hingetragen, bis der große Kump ganz voll war. Da ist der Geruch von der Wäsche dem Wolf in die Nase aufgestiegen. Er hat geschnuppert und um sich geguckt. Endlich hat er den Hals so lang gemacht, dass er sich nicht mehr halten konnte und hat angefangen runter zu ritschen, bis er vom Dach abgeritscht, gerade in der großen Kump gefallen und versoffen ist. Das Rotkäppchen ist aber freilich und sicher heimgegangen. Hast du das gern gehört und gelesen? Dann los ein Like. Das war basiert an die erste Version von der Geschichte von der Brüder Grimm. Da sind viel andere Versionen. Und dass ich mehr Geschichten bringen kann, brauche ich deine Hilfe. Du kannst den Kanal unterstützen durch unsere Katharse-Kampagne oder mit einer spontanen Abgabe durch Pix oder PayPal. Oder wenn du so nicht helfen kannst, tu den Kanal wenig unterzeichnen und stell das Glöckchen an, für neue Videos nicht verpassen. Und folge mir auch auf Instagram. Dankeschön und bis bald.